an den USA leiien 40% von der produzierten Lebensmittel am Dreckseimer. Pro Jahr an Europa gehen 100 Millionen Tonnen Wäsch geholt. Und dabei wird 12 von den hungernden Menschen 1 Milliard erreicht. Wir hätten genug auf der Welt, für all Mensch mit 4000 Kalorien pro Tag zu ernähren. Und ein Mensch braucht nur 2000. Wir geheuern Essen und Wäsch. Den Umweltschäden durch so Akten ist enorm. Die Fläche vom Ackerland, wo die Essen und Wäsch geheult wird, ist 2 Millionen Quadratkilometer groß. Dadurch muss sie bewässert gehen. Und das Wasser können die benutzen, für 9 Milliarden Menschen mit Wasser zu versorgen. Ohne zu vergessen, dass 10% von den Treibhausgasen von Abfallprodukten stammt. Und das alles, wenn sie so Menschen wie die heute Person. Die kauft einfach alles, was am Boutique seid. Wenn etwas mehr billig ist, für etwas anderes, aber mehr groß, dann hält sie das mehr billig. Auch wenn sie es nicht isst und in den Wäsch geholt. Die Essen stockiert sie schlecht. Sie schneidet einfach alles weg, was ihm nicht schön genug ausgeseit, auch wenn es essbar ist. Und dann geholt sie es Wäsch. Guck dir schon mal den Joghurt an, der ist seit Haut nicht mehr gut. Oh, komm, wir geheuen sie einfach an die Pube. So etwas kann ich nicht machen lassen. Ich schon dezidiert eine Intervention zu machen. Erste Verschwendung ist ein Problem, weil dann jetzt noch Pubel geht und Leute, die brauchen Creme kennen. Ich schon angefangen, ihm Probleme davon zu erklären. Und natürlich auch Lösungen geben. Wie zum Beispiel ein Ackerslösch zu machen. Dann musst du nicht einfach alles aus dem Boutique Wäsch kaufen. Nimm für die Wäsch zu gehen, hallo. Während am meisten zu verschwenden und ich probiere den Rest zu benutzen für irgendwas zu essen. Der App ist am Plan nicht gut, also dann lesen wo ich mir kann so froh für das App nicht zu holen. Donc pour éviter le gaspillage alimentaire, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'adapter les quantités produites par rapport au nombre de couverts d'élèves qui vont manger le midi. Et on vous invite aussi à vous servir avec parcimonie dans le salad bar. On privilégie aussi le fait de, si tu n'as pas tout consommé, tu peux reprendre à la maison avec des éco-box. Tout ça pour éviter de jeter. Tu peux reprendre pour manger le soir chez toi. Parce que tout le monde n'a pas à manger. Plein de gens qui n'ont pas à manger. Et puis si on jette, on doit produire plus pour la poubelle. Et produire pour la poubelle, c'est une ineptie. Meistens, weil es immens viel Ressourcen verbraucht, die dann nur einfach fortgehalten gehen. Und ja, gehen einfach Sachen produziert, die dann nur einfach weggehalten gehen. Und wir sind anfangen, dadurch eigentlich Lehrern viel besser mit dem auszukommen, was die wirklich brauchen. Wir haben zusammen einen Essensplan gemacht, was sie alltag essen geben. Und da musste auch nicht mehr verschwenden. Mein Essensplan wird ihm gefallen. Hat angefangen, die Essen richtig zu stockieren. Und nicht direkt alles weggehauen, weil es seit einem Tag nicht mehr gut ist. Dann haben wir zusammen abgeschrieben, wie den Auflaufdatum ist von allen Produkten. Und auf dem stoppt mein Arbeit. Ich bin froh, dass er endlich verstanden hat, wie schlimm die Essensverschwendung ist. Also, wenn du nach Essen verschwendest, pass gut auf den Job. Ich werde das bemerken und dann komme ich dich sichern.
Oh.